Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Hinter uns befindet sich die Maske vom Bozadi mit einem mega coolen Zeichen oben drauf, und zwar Quest zum Weitermachen. Das ist eine Kapitelquest. Ich gehe davon aus, dass das der Start wird sein zum der Boss. Ich würde sagen, wir nehmen die doch direkt einmal an, und zwar Reis mit dem Totenstein zur anderen Seite. Annehmen. Na los! So. Mit dem Totenstein könnt ihr mich auf der anderen Seite besuchen. Seid mal nicht so ein Angsthase. Bin ich doch nicht. Die Maske vom Bozadi. Die Bozadi kennen wir ja von Zuldazar, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Der Todesgott. Und jetzt gehen wir gerade mal mit dem Totenstein über schauen, was dort so los ist. Sali Bozadi! Alles klar, ich bin irgendwie gefangen. Ich kann mich nicht bewegen, also ich bin da in dem Kreis gefangen. Aber dann machen wir direkt mal weiter auf der anderen Seite. Zeit für mich. Quest beenden. Sucht in den ruhigen Teichen nach den verschwundenen Loa-Kapseln. Annehmen. Irgendwas ist komisch mit den Geistern der Loa, die im Ardenwald ruhen. Seht euch das mal für mich an. Okay, alles klar. Also blöd gesagt haben wir jetzt mit dem Bozadi da einfach in diesem Bereich können reden. Aber wir müssen direkt wieder im Ardenwald weiter schauen. Also irgendetwas im Ardenwald stimmt in dem Fall nicht. Man hat jetzt gerade gemeint, also müssen wir für ihn eigentlich... Hä, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Also wir müssen jetzt hier raufreisen und wir sind irgendwie ganz da unten gelandet. Das heisst, wir machen uns jetzt auf den Weg hier rauf. Ich habe gar nicht gewusst, dass da unten der Bozadi chillt. Habe ich gar nicht gewusst. Okay. Sali Bozadi in dem Fall. Bis später, dann gehen wir für ihn schon mal die Quest erledigen. Wir müssen Mamtot untersucht und Torunja untersucht. Das heisst, die erste Untersuchung haben wir hier oben beim Gross Inventur, heisst die ganze Quest. He? Also die erste wäre gerade hier oben, das heisst, wir tun jetzt hier einmal durch, rushen mit unserem Tier, aber eigentlich wollte ich da unbedingt, wenn wir da schon im Ardenwald unterwegs sind, dann benutzen wir doch auch ein Reittier vom Ardenwald, also das wäre jetzt so meine Einstellung. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, die sind alle böse gegenüber mir, dass wir die ein bisschen umkreisen. Ach, das ist einfach so legendär, das Mount. Das ist wirklich so legendär. Ich finde es so geil, besonders mit diesen Inschriften auf der Seite, mit diesen blauen, die sie rausstrahlen. Mega. Mega. So, ab geht's. Weiter geht's. Noch 700 Meter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Bitte da vorne links abbiegen. So. Die Navigation leitet uns einfach geradeaus. Alles klar. Das wäre jetzt nochmal so eine Weltenquest, aber mit der wir nichts zu tun haben. Ich hoffe, die lassen uns jetzt auf meinem Reittier oben drauf. Oder so eine Bonusquest, da haben wir auch schon mal ein bisschen angefangen. 30% hätten wir da schon fertig gemacht. Das heisst, eigentlich könnten wir die sonst einmal dann nochmal irgendwann im Verlauf von irgendwann mal erledigen. Um die 100% komplett auffüllen. Aber unser Ziel ist jetzt sicher mal die grosse Inventur für eine liebe Bozadi zu erledigen. Die kämpfen da, wir lassen sie auch mal kämpfen. Viel Spaß euch da, da voll im Krieg sind sie. Die sind ja wirklich voll im Krieg noch. Obwohl ich eigentlich gemeint habe, das hätten wir jetzt beendet. Aber wie es aussieht, noch nicht so ganz. Noch 200 Meter, bitte geradeaus. So, da vorne. Ich weiss nicht, ob wir... wir können sogar beide auf einem Ort untersuchen. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht müssen wir jetzt hier hinwandern und nachher irgendwie da unten oder so. Aber wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Was natürlich cool, gut ist für uns. Wir müssen hier untersuchen. Mamtot. Untersuchen. Wir sind unterbrochen worden wegen dem komischen Teil da, wegen dieser Hydra. Gegen solche haben wir ja schon mal gekämpft. Und die Maske vom Bozadi unterstützt uns da plus minus, hä? Ach, machen wir direkt mal so. Töten wir lieber gerade alle aufs Mal. So. So. Dann haben wir das erledigt. So, und jetzt können wir die Mamtot untersuchen. Mamtot wird jetzt in Frieden ruhen. Ein Jammer, was da in Zuldrak passiert ist. Zuldrak? Sollten wir die Personen kennen oder die Gegenstände, die wir da jetzt gerade am... Also die Seelen, Jarhond haben? Sind das irgendwelche bestimmte Seelen, die ich müsste eigentlich kennen? Ich klicke da immer aus Versehen rein. So, das looten wir schnell. Und dann machen wir da mal schon auf, mal schauen. Die Drakari haben Torunja ja verehrt, bis sie ihn verraten haben. Ist heutzutage wirklich schwer, gute Anhänger zu finden. Okay, also wieso sind das Loas? Okay, und wir werden weitergeschickt zum Dambala. Dambala, wir kommen. Das kann ich noch wegtun da. Ich komme nicht genau draus. Also wir sind, wie es aussieht, jetzt mit irgendwelchen Loas am Reden. Eigentlich könnten wir gerade mal da die Quest abgeben, weil die haben wir schon seit Ewigkeit offen. Wenn wir gerade schon da sind, komm, gehen wir noch schnell die Quest abgeben. Was für eine ist denn das überhaupt? Lieferung an Wächter Kona.
Jetzt müssen wir einfach mal schauen, dass wir da durchkommen, ohne... Ah, Mann. Muss ich in dem Fall komplett drum reiten. Gehen wir schnell die Quest abgeben, wenn wir schon da in der Nähe sind. Wir wissen ja nicht, wenn wir das nächste Mal hier hinverschlagen, darum gehen wir doch jetzt zuerst die Quest abgeben und dann gehen wir den Damballa. Also eigentlich sollte das irgendwelche los sein, von dort mal, von Zuldasar, darum ist auch der Bosandi wieder bei uns. Also die Maske von Bosandi, mit ihm selber, er ist ja irgendwo ganz da hinten am Chillen, da unten im Dungeon rein. Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Dungeon gibt mit ihm. So, Quest beenden. Nein, weiter wollte ich nicht machen. Ich wollte einfach die Quest schnell abgeben. Damit ich das einfach mal erledigt habe. So, machen wir das auf den Weg dort runter. Damballa. Ich bin aber die ganze Zeit überlegt, was für los das könnte sein, ob wir denen begegnet sind in Zuldasar. Aber ich mag mich nicht daran erinnern. Ich mag mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Löris getroffen habe mit diesen Namen. So, ignorieren. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Ich muss das untersuchen und zwar ohne grosse Probleme. Jetzt verfolgt mich so mega viel da. Ich kann das nicht untersuchen, für das müssen wir zuerst, wie es ausgeht, alle da ummieten. So. So, sind sie jetzt genau nicht im Gebiet drin? Ja, moin. So, da. Das überleben wir. Easy. Easy. Jetzt habe ich wieder aus Versehen die Maske angeklickt. Und jetzt untersuchen. Dambalas Wildsamen fehlt. Hier ist nur die Höhle. Wir beeilen uns lieber und suchen den alten Hakar. Hakar? Hä? Jetzt hat es wieder einen anderen Namen. Oder was müssen wir jetzt beim Hakar machen? Ich komme nicht raus. Also ich glaube, ich bin schon so viel mal nicht rausgekommen, was da abgeht. Aber ich glaube, das wird sich jetzt im Verlauf der Quest erklären, wer die genau sind oder warum wir das genau machen. Weil sonst, ganz ehrlich, ich keinen Plan. Kein Plan von Tuten und Blasen. So. Dann untersuchen wir mal da. Und Hakar ist auch verschwunden. Oh, das ist wieder ein separater. Nein. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay. Wieso ist denn das nicht gut? Die sind verschwunden, das ist klar. Such nach Hinweisen auf die vermissten Loa. Also das heisst, das sind verschiedene Loas aus der Zeit, also aus Zuldasar eigentlich. Und der Bosandi will jetzt sich da kümmern darum, die jetzt wieder zu finden. Wir müssen jetzt irgendwie da in den Kreis hineinstehen. Todesgottmaske. Aktivieren. Steht euch gut, die Maske, Mann. Oh mein Gott. Glatt aus Ja, wir haben wirklich etwas von ihm, aber die grossen Zähne dann, okay. Die Maske steht uns, hat er gemeint. Und wir suchen jetzt mit dieser Maske irgendwie Hinweis. Mit der sehen wir da... Okay, Fußspuren. Das heisst, wir folgen jetzt mal diesen Fußspuren. Ich gehe jetzt mal nicht aufs Reittier, wenn wir aufs Reittier gehen, dass wir schneller denen nachkommen. Wir sehen mit dieser Maske irgendwelche Fußspuren am Boden. Wer immer die Spuren hier hinterlassen hat, hat's eilig. Ja, das ist klar, also wenn er da irgendein Dingslua klaut, dann ist ja klar, dass er das so schnellstmöglich eigentlich abhauen will. Aber die Frage ist, wer macht denn so etwas? Was bringt es ihm, einen Lua zu klauen, also im Wildsamen? Finden wir das raus, indem wir am Weg folgen? Gefühl bei diesen vermissten Loa. Ja, ist klar, es verschwinden einfach irgendwelche Wildsamen und da finden wir plötzlich Fußspuren. Ich verstehe dein Problem ganz genau. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg dahinter, um zu schauen, dass wir da irgendetwas finden. Okay, da enden die Fußspuren. In den Hain da vorn. Muetzalas Das Maske. ist das Zeichen von Muesala. Oh nein. Der Boss steckt dahinter. Wer ist der Boss? Annehmen. Wir sehen uns Diener von Muetzala. Wer ist denn der Muetzala? Besiegt Hohepriester Katsodu und 8 Einheiten von Muetzalas Streitkräften. Annehmen. Gestohlene Loa. Fiese alte Loa geht echt zu weit. Okay, und der Bosandi nennt ihn eigentlich den Boss. Also er muss jemand recht krasser sein. Findet Hakar den Seelenschinder und Damballa. Warum stillt er denn? Da hinten sehe ich irgendetwas. Hakar, der Seelenschinder. Aber warum sollte denn der Boss von Bosandi, also ich sage jetzt einfach mal der Boss von Bosandi, Loa Wildsamen klauen? Was hat er denn davon? Wir müssen 8 von seinen Streitkräften töten und gleichzeitig müssen wir hier schauen. Das heißt, wir töten jetzt einfach alles, was auf dem Weg ist. Um mal die Punkte anzukommen, das sollte ja eigentlich so weit lange. So, nein, der kommt uns jetzt genau im Weg. Was ist das, ein Schädelhaufen? Wir müssen da hin. Für das müssen wir die, glaube ich, töten, hä?
Wir greifen einfach mal an, wir schauen, ob wir das so irgendwie anbekommen. Ah, Mann. So, da. Eigentlich sollten ihr alle in meiner Falle drinnen stecken, sollten da gar nicht mehr raus können. Moin, 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 moin. Ach, da greift nochmal einer mehr an. So, wir überleben das easy. Das überleben wir easy. Das überleben wir easy. Easy, easy. Come on. Ah, jetzt greift mich da gerade nochmal so eine Nudeln an. Also das mit 8 Streitkräften haben wir ja nur schon fast jetzt erledigt. Also das wird dann eher das Problem sein, dass wir jedes Mal die Punkte erforschen müssen. Weil es sind schon einige von seinen Streitmächten unterwegs. He? Vom Boss. So, alles annehmen. Und was muss ich jetzt da machen? Mursala laugt die Wildsamen aus, um Hakar wiederzubeleben und ihm dunkles Mojo zu geben. Was, er will Hakar wiederbeleben und ihm dunkles Mojo geben? Okay. Also wir müssen jetzt hier noch schnell den hohen Preis töten. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. So, er will dunkles Mojo von ihm. Aber ich weiss ja, was will er denn mit dunklem Mojo? Was will er denn mit dunklem Mojo? Was bringt dunkles Mojo? Was bringt denn dem Löli dunkles Mojo? Hä, wieso komme ich da so viel Schaden über? Hey, jetzt fängt der Löli mich an aufregen. Töten wir halt den zuerst den da. Zack, zack, zack. So, nice. Wir überleben das irgendwie. Ich weiss auch nicht genau wie, aber wir überleben es. Das ist schon mega mühsam da. Wir sind einfach ein bisschen schwach. Wir brauchen bessere Rüstung. Mein Drachfalk ist einfach tot. Die Macht, die ich meinen Anhängern gebe, Bwonsamdi. Leider habt ihr den alten Mursala betrogen. Jetzt sind wir Feinde. Was passiert da? Was passiert da? Mursala hat zu uns gesprochen, was für Mächte er gibt. Aber, okay. Okay, wir machen einfach mal weiter. So, der wird uns eh in den Weg kommen, dann wir den noch schnell töten. Und dann müssen wir da an, zu dieser Schlange. Damballa. Damballa. So, und nachher sollte ich unbedingt mal schnell mein Leben wieder auffüllen. Weil sonst wird es langsam kritisch. Mit so wenig Leben zu kämpfen. So, nice. Jetzt müssen wir aber wirklich zuerst etwas snacken, sonst haben wir ein Problem. Wenn wir jetzt nichts snacken, dann haben wir wirklich ein eindeutiges Problem. Neue Gegenstände haben wir im Großen und Ganzen nicht. Wir tun jetzt wirklich zuerst gemütlich unser Leben auffüllen und dann schauen wir schnell beim Damballa. Was genau bei ihm los ist. Der ist nämlich gerade da um die Ecke. So, für das müssen wir wieder 2 von diesen Lölis töten. Oh Mann. Und da hinter mir kommt auch gerade wieder einer. Da hinter mir kommt auch gerade wieder einer. So, dann benutzen wir lieber unsere Spezialfähigkeit. Der fiese Mursala beschützt seine Lore, während sie alle So. Wildsamen aussaugen. Nein, wir überleben das, wir überleben das, wir überleben das. Wir überleben das, wir überleben das. Come on, come on. Noch ein Löli. Jetzt habe ich halt nicht mitbekommen, was er da gerade gesagt hat, wegen dem da. Aber ich will sagen, Quest beenden. Erhalte eine Audienz bei der Winterkönigin. Annehmen. Gegen Mursala holen wir uns lieber Hilfe von der Winterkönigin. Wieso ist das? So. Ja, wer ist denn Mursala? Mich würde eher interessieren, wer das ist. Er hat jetzt den Boss nicht zu seinem Feind erklärt, weil er ihn nicht unterstützen will. Aber wer genau das ist, das wissen wir immer noch nicht. Mal schauen, vielleicht finden wir es noch raus. Vielleicht finden wir es ja noch raus. Let's go, für das müssen wir zu der Winterkönigin. Ich würde aber sagen, wir benutzen für das den Flugpunkt. Dann können wir nämlich uns da überfliegen lassen. Was ich alles für Bwonsamdi getan habe. Ihn vom Priester zum Lor gemacht. Ihm die Macht des Todes gegeben. Und jetzt verwendet er sie gegen mich? Er ist nix ohne mich. Und wenn ich mit ihm fertig bin, ist er wieder nix. was labert der? Also er hat den Bwonsandi von einem Priester zum Lor gemacht. Also er ist dafür verantwortlich, dass der Bwonsandi der Todeslor ist.
Aber dann muss ja der Typ wirklich mächtig sein, wenn er irgendwelche Loas kann. Du bist jetzt Todesloa, du bist jetzt das. Aber und das andere ist, er hat ihn ja zum Krieg herausgefordert. Also was tut er jetzt da so dumm? Was tut er jetzt da so dumm? Ab zu der Winterkönigin. Gehen wir mit ihr reden? Das geht ja gar nicht, was die da macht. Das geht ja gar nicht. Oh, Jägeli. So, dann machen wir uns schwer auf den Weg. Also wir haben ein bisschen eine Tour hinter uns. Wir sind jetzt hier rauf, haben da ein bisschen rumgesucht. Dann hier hinten und jetzt wieder da vorne und jetzt ab zu der Winterkönigin wieder da an. Bosand ist in Tirna noch an die anderen Seite. Die andere Seite, gut, als Todeslua kann er sich auch eigentlich im Todesbereich auch befinden. Das hätte mir eigentlich klar sein, dass er auch im Ardenwald oder in Bastion oder überall ein bisschen eigentlich kann unterwegs sein kann. Aber ich hätte nie so weit gedacht, dass der Bosandi wieder zurückkehrt. Also er jetzt wirklich da wieder zurückkommt in die Welt, also von World of Warcraft. Weil eben in Zuldasar ist er mega cool gewesen. Also ich habe ihn geliebt. Allgemein sein Humor und alles. Wo man gegen den Blutgott hätte kämpfen sollen. Und jetzt ist er da im Ardenwald wieder zurück. Das ist natürlich ziemlich lustig. Und wir lernen jetzt eigentlich die Person kennen, die ihn zum... Was ist da? Ah, wieder so eine Quest. Wo ihn eigentlich zum Herrscher von der Toten gemacht hat. Bringt mich zum Audienzkammer der Königin, bitte! Let's go! Einmal rauf, bitte! Überbringt Bosandis, bitte! Eiskönigin! Eiskönigin. Lange nicht gesehen, haha? Schöner Baum übrigens. Habt's ja richtig hübsch hier. Ich finde Bosandi einfach legendär. Was hat diese Störung zu bedeuten? Ja, kann ich Ihre Nachricht jetzt überbringen? Okay. Ich bin für Bosandi hier. Er braucht unsere Hilfe. Hey, Majestät! Ich komme in Frieden. Wir müssen zusammenarbeiten, um den alten Muesala zu besiegen. Streit unter den Loa ist nicht meine Angelegenheit. Zieht den Ardenwald nicht in eure kleinlichen Zankereien hinein. Okay. Nein, 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 nein! Ihr versteht nicht! Der Boss klaut die Loa im Schlaf und... Rennt ihr jetzt mit euren Problemen zur Winterkönigin? Hä, woher kommt er jetzt plötzlich? Was seid ihr für ein Loa des Todes, Bwansamdi? Nehmt euch doch einfach, was euer ist. Hä? Und wo kommt jetzt der plötzlich her? Zeit ist vorbei. Eure Macht gleich 0. Und jetzt kassiert der alte Muesala ab. Also Muesala ist auch ein Loa, das wissen wir jetzt schon mal. Aber, ich freue mich, wir hocken da bei der Winterkönigin. Er hebt eine Diskussion mit ihr und plötzlich schnurrt der Muesala rein. Wo ist denn der? Ist der allmächtig und kann da über uns gehört alles, oder wie? Quest beenden! Ruft die wilde Jagd nach Tirna noch im Ardenwald zusammen. Ruft die Haine in der Nähe zusammen. Sucht Lady Mondbeere bei Tirna noch auf. Okay, let's go. Er leuchtet da noch so komisch, spricht mit Bosandi, müsste ich noch machen. Was werdet ihr wegen Muesala unternehmen? Sieht aus, als muss ich mit dem Boss abrechnen. Okay. Diesmal endgültig. Muesala ist stark und echt gemein, aber keine Sorge um den alten Bwansamdi. Ich, alter Loa, hab noch jede Menge Tricks auf Lager. Okay. Was wollen wir jetzt machen? Aber wenn ihr mit der Winterkönigin fertig seid, kommt doch mal zur anderen Seite und besucht euren alten Freund. Okay, alles klar, machen wir noch gern. Also wir müssen jetzt eigentlich auf Tirna noch gehen, die Jagd zusammen tun. Jetzt muss ich aber zuerst mal schauen. Letztes Mal bin ich da runtergekommen und bin gestorben. Ich glaube, wir müssen mit der hier reden, um da oben runterzukommen. Jawohl. Okay, weil letztes Mal bin ich einfach runtergekommen und gestorben. Das muss jetzt nicht gerade unbedingt passieren. Also wenn ich da rauf will, kann ich eigentlich da fragen und die bringen mich rauf. Also unser Ziel ist jetzt nach Tirna noch zu gehen. Tirna noch ist... Hey, was jetzt? Die wilde Jagd, da hinten muss ich hin. Können wir da vielleicht den Flugposten brauchen, dass ich nicht extra da jetzt muss... dass ich jetzt... Hat es da überhaupt einen... Da hat es einen Flugposten. Okay, alles klar. Wir machen das mit dem Flugposten ab. Nach Tirna noch. Um die wilde Jagd zusammenrufen. Also wie es aussieht, will die Winterkönigin ihn doch unterstützen. Was ich jetzt zuerst nicht erwartet hätte. Hey, jetzt zeigt es mir da oben an. Für Königin und Hain. Jetzt zeigt es mir wieder da oben an. Ich komme nicht mehr raus. Also wir gehen jetzt da rauf, in dem Fall. Hä?
Jetzt hat es mir doch hier einen angezeigt, bei Winterschlafbecken. Und jetzt zeigt es mir wieder da rauf. Schimmerkaskadenbecken versammelt, Hirnfall versammelt, Winterschlafbecken versammelt. Ah, wir müssen hier in die verschiedenen Stationen gehen, überall Leute zusammensammeln. Also, will die Winterkönigin unterstützen? Verstehe ich jetzt das richtig? Weil zuerst hat sie jetzt gesagt, sie will nicht und jetzt plötzlich heisst es, sie will. Lassen wir uns überraschen. Ich komme wieder mal nicht raus. Warte, falscher Knopf. Handwerker können wahre Wunder vollbringen. Jemand muss ihnen nur Vorräte bringen. Jemand wie ihr. Ja, aber wir haben jetzt keine Zeit für die Quests. Wir müssen da mit ihr reden. Ich hoffe, eure Jagd Muasala Streitkräfte sind in den Ardenwald eingefallen. für Königin und Hain. Die Winterkönigin kann bei der Verteidigung des Ardenwalds auf uns zählen. Let's go! Jetzt müssen wir an einen anderen Ort, jetzt müssen wir da über... Ah, jetzt können wir wirklich schön Flugposten zu Flugposten abkappern. Das finde ich aber noch ziemlich nice. Und dann tun wir eigentlich aus jedem Örtli tun wir jetzt eigentlich die Streitkräfte zusammensammeln, um gegen den Muasala anzutreten. Aber der Bosandi hat die Winterkönigin erkannt, he? Also der kennt sie, wie es aussieht, schon länger. Und er hat sie Eiskönigin genannt. Warum Eiskönigin? Als wären wir da bei Elsa, also. Okay. Let's go. Dann kommen wir an. So, dann müssen wir da vorne gehen, die gehen verständigen. Wegen Muasala. So, da können wir nämlich die Gestalt setzen. Der Wald ist kein Muasala Ort für Streitkräfte sind in den Böse. Ardenwald eingefallen. Was sagst du dazu? Wir eilen augenblicklos, der Ardenwald darf nicht fallen. Okay, alles klar, also die haben wir auch informiert. Das ist schon ziemlich gut, das heisst, wir müssen jetzt noch den Winterschlafbecken informieren, dass sie auch ihre Truppen entsenden. Was braucht Für den lieben Muasala. Also der liebe Muasala ist ja nicht, das ist ja... Also ich komme eben nicht raus, also er ist wahrscheinlich ein Loa von den Loas, der jetzt den Inn zum Loa gemacht hat. Also einer der mächtigsten Loas in dem Fall, er hat ihm die Macht vom Loa des Todes gegeben. Was für ein Loa er genau ist, das weiß ich nicht, er nennt ihn einfach den Boss. Aber das wundert mich jetzt, was für ein Loa ist er? Ist er so ein Oberloa, wo jetzt irgendwie Böses vorhat, warum auch immer plötzlich? Die Loas sind aber auch immer ein bisschen lustig unterwegs, ehrlich gesagt. So, wir brauchen da die Streitkräfte. Wächter Molan, bitte. Wir jagen die Jäger. Muasala Streitkräfte sind in den Ardenwald eingefallen. Wir brauchen deine Hilfe. Reichen Tee. Die Winterkönigin kann bei der Verteidigung des Ardenwalds auf uns zählen. Nice. Nice. Und jetzt müssen wir da hinten runter. Okay. Also eigentlich hat sie jetzt die Winterkönigin doch in dem Fall sich entschieden. Wir helfen am Bosandi gegen den Muasala, weil er, wie es ausgeht, eine Gefahr für den Ardenwald darstellt. Darum machen wir uns auf den Weg, um ihn zu vernichten. Let's go! Dann heizen wir dem Löli mal so richtig ein. So, da hinten wartet es ja schon. Da vorne links. Sorry, ich habe die ganze Zeit so ein Lied im Kopf. Ich weiss nicht, woher ich das habe. Das irgendwo das. Da vorne links. Ich muss das herausfinden, woher ich das habe. Ich habe einen mega Ohrwurm gerade. So, wir sind da schon am Kämpfen. Ah, sie sind schon am Kämpfen da. Gegen die verfallenen Toten. Okay. Wir können jetzt so Quest beenden bei der lieben Lady Montberry. Die kennen wir ja langsam sehr gut. Aber ich würde sagen, bevor wir uns in den Kampf stürzen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, Runde Wöllenverkauf mit dem Schweizer, dann gehen wir in den Kampf gegen den lieben Muasala. Wir haben die Vorbereitungen getroffen und wir sind bereit, um ihm das Viertel heiß machen. Aber das alles eben in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Daumen nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dann. Ciao.